Kelly, Joel? hast du jedes Gefühl, gäbe dir etwas fehlen? Nicht so wirklich. So und deinen Körper. Also jetzt aus von der Vierhaut. Ah ja, der Hund ist schon ganz lang kein mehr. Schon nicht. Dat hei ass méi wie Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen an Moyen bei Maybe Sex. Wir hatten nicht an unserer ersten Episode von dieser Saison schon angekündigt. Wir schwätzen heute über Beschneidung, über beschnittene Penisse. Wir haben allen zwei schon ein bisschen so angedeutet, wir sind allen zwei beschnitten, gell, Eli? Ja, genau. Joel, wo du mal die Frage gestellt hast, und ich meine Frage zurückgestellt. Du hast ja gesagt, dass du beschnitten bist. Wie ist das so bei dir in der Familie? Bist du den Einzigen oder sind du noch andere? Soweit ich weiß, ist mein Moni auch beschnitten. An Schulen wie ich auch aus medizinischen Gründen. Aber sonst, manchmal sind ich den Einzigen. Okay, interessant. Bei mir ist nämlich so, dass mein Papa beschnitten ist, an mein Bruder, an mein Moni, an mein Bob und so weiter. Das ist schon als Kind auch nie wirklich gemerkt, dass du etwas fehlen. Okay, das ist natürlich interessant, weil also schon das schon einfach so mitgekriegt als operativen Angriff, weil ich schon in die Klinik gegangen sind, wo das gemäht ging ist. Und ich meine, ich hatte so 3 Jahre, dass ich schon das schon bewusst mitgekriegt. Und das wäre quasi schon ein bisschen so ein Abschnitt an meinem Leben. Ich meine noch wirklich die erste Kehr, dass ich operiert gesehen an nicht mitgekriegt, an wirklich schon so dann an der Klinik wäre. Und das doch nur eine Demenz angenehm fand. Also ich meine, das hat auch eine Zeit lang ein bisschen weh getan. Und du wärst, wenn ich das richtig verstanden mir jung. Genau, ich hatte 8D, statistisch kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe aber gezählt, dass ich dann auch eine Zeit lang einen Verband hat, bis das da richtig verheilt war. Und anscheinend wird mein Papa mal einen Fanger Portugin für gegen den Schmerz, was ganz gut geklappt wird. Also nicht den Fanger an den Porto gezapft, nicht mal ein Glas Fanger voll mit Portugin. Also ich bin eigentlich ganz normal mit einem Anästhesiemittel auf Vollnarkose beschnitten gehen. Also ganz normal, das weißt du schon dahinter, dass es verschiedene Praktiken gibt und nicht auch einfach verschiedene Manieren gibt, wie Leute mit einem Penis beschnitten gehen und auch verschiedene Gründe. Und das sind alles Sachen, über die wir heute wollen schwätzen. Vielleicht als erstmal ein Kaffee aus überhaupt Beschneidung, wir haben schon über die Vierhaut geschwätzt. Also vielleicht ist das ganz wichtig für uns alle auszuchecken, wenn wir über Beschneidung schwätzen, dann schwätzen wir von Beschneidung Penis und nicht um dem, was hier uns du als weibliche Beschneidung Energiemähen genannt wird. Da das nämlich Female Genital Mutilation. Genau. Also du hast nicht von Beschneidung zu schwätzen, mehr eben von einem krassen Angriff an die Selbstbestimmung von Leuten mit einer Vulva oder einer Vagina, die ganz, ganz schlimm ist, wo wirklich auch zu verurteilen ist an alle Fälle, an wo Leute manchmal immer drin leiden, wenn der Martinen gemäht wird, auch immer an einem Alter, wo er nicht anstimmen kann. Wir schwätzen über Beschneidung bei Leuten mit Penis, von Penissen, wo dann eben die ganze Vierhaut oder ein Teil von der Vierhaut wäsch geholt wird. Da gibt es verschiedene Zuchten davon. Also ich hatte schon gesagt, entweder die ganze oder ein Teil. Schon ein flotten Diagramm, den können wir auch verlinken, gefunden. Da gibt es Low and Tight, High and Tight, High and Loose und Low and Loose. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind ich Low and Loose beschnitten gehen. Also dass ganz viel von der Vierhaut entfernt gehen, aber das hängt ein bisschen und das ein bisschen am nicht irrigierten Zustand gesagt, da ein bisschen sehr ist, dass noch ein bisschen von der Vierhaut die über meine Eschel drüber ist, also wie wenn man so einen kleinen Cap und hat. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es so, dass, so wie du das beschreibst, low and tight ist. Das heißt, dass eben Dechel da ist, an den dann ein Keier 10 cm hochgeht, also vielleicht übertreiben ich ein bisschen, dass den noch besser hochgeht, und da auch einfach gut kein Vierhaut mehr ist. Ich sage den zwar noch Licht, wo den Abschnitt war, das heißt, wo die Narbe ist, aber das ist noch keine Haut, die noch irgendwie über Dechel geht oder kennt gehen. Also für die Leute, die sich schon nicht genau auskennen, auf der Wikipedia gibt es einen ganz ausfeierlichen Artikel, den ist auch ziemlich gut, mit ziemlich viele Bilder verseht. Das heißt, du kannst in der Stadt dann auf Fotos gucken, wie das dann ausgesät am erwachsenen Alter. Und du findest dann auch die verschiedenen Sorten von Beschneidung. Dann die Frage überhaupt, wieso geht das gemäht? Also das ist ja etwas, wo ich vielleicht nicht unbedingt so davon ausgehen, dass das Mist gemäht gehen. Wieso kriegen relativ jung Menschen mit einem Penis einen Teil von ihrer Vierhaut oder die ganze Vierhaut weggeschnitten? Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Accident tut. Du ging schon ein auf die Episode verweisen von der letzten Staffel, die sich mehr mit dem Thema befasst hat. Aber auf alle Fall während dem Sex kann es sein, dass durch eine falsche Bewegung oder dadurch, dass vielleicht etwas hängen bleibt, ein Teil von der Vierhaut reißt und es dann anfängt mit Bluten und dann vielleicht nötig ist, mal ins Spital zu gehen, und dann muss dann eben Doktor oder ein Doktor da gucken, was die machen kann oder muss, und eventuell wird die Vierhaut dann weggeholt. Was gibt noch für andere Gründe? Also es gibt eine andere medizinische Gründe. Bei jungen Leuten ist das ganz oft ein Phimos, das nennt den eine Vorhautverengung, wo dann sie nicht ganz, die Vierhaut nicht ganz zurückziehen, weil die eben verengt ist. Das ist etwas, was sich bei ganz vielen Leuten mit Penis während dem Aufwachsenwerden rauswachsen kann. Dafür ist das auch ein bisschen umstritten, dass bei ganz jungen Leuten mit Penis schon wegzuschneiden. Das war etwas, was ganz lange Zeit eben dann so präventiv gemäht gehen ist. Das ist das, was bei mir der Grund, also meine Vierhaut wäre zu eng und dafür ist sie dann eben weggeschnitten gehen. Dann ging es nach Präventivgründen, wieso ein Vierhaut Kind wegschneiden. Das sind Harnwegsinfekte und noch Infektionsrisikoen von sexuell übertragbaren Infektionen. Denn Infektionsrisiko ist oft mehr gering, mit das keine absolute Hölle. Und ich meine, das Argument hat viel mit Hygiene zu tun. Wenn die Haut fordert, dann ist der Dechel nicht mehr feucht, mehr echt drüschen. Und dann bilden sich auch viel mehr Bakterien, respektive das viel mehr einfach, den Penis zu waschen, weil er nicht die Vierhaut zurückziehen muss, für dass den feuchten Teil vom Penis überhaupt mal gewaschen gehen kann. Mir schon automatisch so, wenn ihn an der Dusche oder an der Bitten ist, matt gewaschen wird, was auch den Risiko verringern kann, für eine Blusenentzündung zu kriegen, zum Beispiel. Was leider auch mit sich bringt, dass die kein Ekelkäse hat, was natürlich schwer ist, weil eine von den ethischen Formen von Käse ist, die ihn als Veganer ethisch konsumieren darf. Und dann geht es nach kulturellen Gründen. Also es gibt verschiedene Religionen, wo das traditionell gemäht wird. Und es gibt Gegenden von der Welt, wo es auch abseits von allen Religionen oder über die Grenze von allen Religionen ganz oft gemäht wird. Interessanterweise an den USA ganz viel. Ja, was Religion angeht, kann ich vielleicht von meinem religiösen Background zählen. Da war es so, dass Abraham dem als Gott erschenkt wurden mit seinen zwei oder drei Jungen, mit seinen paar Jungen eben an den Bierger grad war. Und Gott hat ihm gesagt, soll die zwei Stangen holen, die neben dem Laien, und dann als erstes sich selber beschneiden und das ein Junge beschneiden. Und das wir so mehr oder minder der Erkennungszeichen von den Juden, dass all die männlich Aufkommen von den Juden dann sollen beschnitten gehen. Schon express hat gegendert, weil doch so
an den Text da steht, sollen nicht unbedingt immer da auch verstehen. Mich wollte da war von dem Religiösen hier so durchstellen. Die kann ich nur vorstellen, dass der gute Mann, nur dem Gott mit dem geschwart hat, 2 Steine geholt hat und dass er sich mal bei sich gemacht hat an der Wüste oder Birch, also ohne wirklich so medizinisch Material zu haben, ohne das zu desinfizieren, also weiter. Mir bald fällt das eine Tradition, die aber immer weiter gefordert gehen ist und die dann noch wirklich zu einem Ritual gehen aus, für dass die Juden, die da mit Penis geboren gehen, dann auch dadurch ein Teil von der Religion sind. Es gibt ja 3 abrahamitische Religionen, also Religionen, die sich auf den Abraham als ihren Stammpap sozusagen beziehen. Das ist neben dem Judentum, Christentum und den Islam. Christen, die nicht irgendwie fertig spricht, sich so aus dem ganzen Beschneidungsguss rauszuwuseln. Also das wäre anscheinend am Freikirchentum wäre der größte Diskussionspunkt, weil am Anfang für allem Leute, die für Jude wären, Christen sind, aber dann haben sie auch angefangen zu missionieren und da wollten aber verschiedene Leute sich dann nicht beschneiden lassen und sie haben dann sich darauf geeinigt, dass den sich just misst am Herzen beschneiden, also geistig und nicht auch physisch. Und so ist das dann aufgeschafft gehen. Am Islam nicht, also da geht weiterhin beschnitten. Schon aber noch, wenn ich als Person, die katholisch erzogen ist, selbst natürlich ein bisschen geprägt wird, es gibt ja die Tradition von den Reliquien. Schon allem am Katholizismus, Eli, weißt du, was das ist? Reliquien, wenn ich mich nicht irre, sind Artefakten, historische Artefakten, die eine Wichtigkeit haben, weil sie von verschiedenen religiösen Figuren benutzt oder gedroht gesehen oder angepackt gesehen, wie zum Beispiel verschiedene Rack oder Bücher, die dann eine bestimmte Person benutzt wird oder gedroht hat. Ja, mehr aber auch oft die stieflich Überrester von Heiligen, also zum Beispiel ein Fanganol oder ein Zand oder ein Schank. Und natürlich hat das ganz oft, also wenn ihr gesagt habt, das ist den Zand von irgendeinem Heiligen, dann haben die Leute so Wallfahrten organisiert an die Kirche, wo das eben aufbewahrt ist. Aber natürlich wären die Leute nicht so dumm und haben sich gedacht, okay, wie können wir Leute auf Wallfahrten bei uns kriegen? Wir behaupten einfach, wir hätten die Vierhaut von Jesus. Weil die wäre gut, an denen das beschnitten gehen natürlich. Und am Laufe der Geschichte haben relativ viele verschiedene Kirchen oder Abteien oder Ortschaften behauptet, sie hätten die Vierhaut von Jesus und Kinder in die Kucke kommen bei sie. Es gibt dann aber auch Leute, die andere Theorien hatten, zum Beispiel gibt es Leute, die eben an Sterne geguckt haben und gesehen haben, der Saturn, den Ring, das muss die Vierhaut von Jesus sein, die quasi mit ihm an den Himmel gefahren ist. Weil ich vielleicht wissen nach so wollt, als dass bei der Judenbeschneidung nur 8 Tage, also wenn den Kant 8 Tage auf der Welt gemacht wird, der Tisch, das wirklich so engerweise für dann Teil von der Religion zu sehen. Bei den Muslimen ist es so, dass das just für der Pubertät gemacht wird. Normalerweise mit 12 Jahren und das ist dann für dadurch zu einem Mann zu gehen. Das heißt, auch von Ritual vielleicht ähnlich, also es ist nach ja ganz anders ausgefordert. Beide Kehren mit einem Fest verbunden, wo dann Familie zusammen könnt und Kommunität zusammen können und das gefeiert wird. Aber die da haben, das nach einem Kern an. Ja, da gibt es noch Leute, die sich am Erwachsenenalter aus freien Stecker dazu dezidieren, sich beschneiden zu lassen. Entweder weil sie sich Vierdeler sexuelle Plan oder gesundheitliche Plan davon erwerben. Da können wir nur vielleicht noch ein bisschen mehr darüber schwätzen, wie viel davon stimmt oder nicht. Oder weil sie dazu gehören will. Also gerade in den USA scheint das Grund zu sehen, wieso Leute sich beschneiden lassen, weil sie einfach so ja, am Westjahr oder an der Sauna oder so, wo Leute mehr Penis gesehen, will ich nicht als den Einzigen, den nicht beschnitten ist, rausstechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass an Ländern, wo dann die meisten Leute mit Penis beschnitten sind, dann noch nach ein Jahr mehr auffällt. Also einerseits mehr
dass das dann auch einerseits mehr auffällt und andererseits dann auch mit einem gewissen Stigma kann verbunden sein von, wie wird gesagt, das auch nicht aus, das ist aber nicht schön oder das ist nicht proper und alles, was so Richtung Bodyshaming geht, kann auch aus dem Grund dann dummer drauf lesen. Schon mal mit Amerikanern geschwärzt, die mal ganz klar an ohne zu zweifeln gesagt haben, dass den beschnittenen Penis mehr schön ist, mehr hygienisch ist und sie auch nicht mit einer Person gehen schlafen, die einen nicht beschnittenen Penis hat. Ah ja, das ist zwar spannend. Das ist spannend und drastisch und ich war ziemlich geschockt, weil ich meine nicht, dass wenn den zu Lützeburg oder so in Europa ging, mit Leuten schwätzen, den unbedingt so definitiv Antworten kriegen. Also an den USA sind rund 80% von den Leuten mit Penis, hier steht von den Männern, mir schon nicht, das sind Leute mit Penismengen beschnitten. An Großbritannien sind es 21%, auf Frankreich ungefähr 14%, an der Belgien ungefähr 22%. Ich denke, dass es für Lützeburg kein Zwille gibt. Fallo, von unseren Nullaussterinnen oder Nullauster Lust hat, eine Studie darüber zu Lützeburg zu machen. Wir freuen uns natürlich ob all statistisch Daten, die man dann auswerten könnten. Ich weiß aber nicht, ob, wenn in die Zöllen am Selbstversuch erhilft, ob das dann noch als gute Studie gibt gelten. Nee, das wäre wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ. Ich hatte dich wieder gefragt, ob es das Gefühl hast, gibt es etwas fehlen. Wie geht es da mit dem beschnittenen Penis? Mit meinem beschnittenen Penis geht es gut los, aber so, dass ich das gar nicht vergleichen kann, weil ich mich nicht mehr erinnere, wie es irgendwie auch nicht war. Was ich aber gerne gehabt hat, mich frei zu wissen, respektiv auch vielleicht an der Schule zu lehren, wo man sexuelle Aufklärung an der Schule hatten, die ja sowieso schon nicht immens ein bisschen kurz kommen ist, wie das den beschnittenen Penis vielleicht nach ein Jahr auch nicht behandeln kann oder muss wie nicht beschnitten. Da kann ich nur echt von meiner eigenen Erfahrung schwätzen, mir schon gefehlt, dass für mich Gleitmittel, egal ob Wasser oder ob Silikonbasis, nach ein Jahr viel mehr wichtig ist, wie bei Personen, die einen unbeschnittenen Penis haben. Und ich mal sich gegen wünschen, dass ich das schon viel mehr frei wusste. Das ist auch so, dass verschiedene Kondomproduzenten mittlerweile so sollen, von den beschnittenen Penis wird, auch ruhig Gleitmittel an den Kondom machen, weil ihr dann auch effektiv kein Vierhaut hat, die sich mal bewegt, respektiv kein Köpfchen hat, die von sich aus schon fisch das an. Dann hat kein Unterschied mich von wie viel Reibung ich spürt, von den Kondom vielleicht unhört. Das ist krass, wie viel Unterschied do die verschiedenen Methoden machen, weil ich ging zum Beispiel enorm ficht. Also mein Eschel, die geht vom selben ficht und ich hätte nicht gesagt, dass ich unbedingt die Beswahrheit für Gleitmittel so immer anzusetzen. Heinst du natürlich, ist das schon gut. Den Trick mit dem Kondom, den habe ich effektiv schon hören. Also den soll ein bisschen Gleitmittel an den Kondom machen. Schon das aber noch nicht probiert selber. Und effektiv interessant, wie unterschiedlich das sie kann, je nach der Technik, die da benutzt wird. Ja, spannend, das weiß ich auch nicht. Wobei ich oft Gefühl habe, und da das so ein Thema rundherum mit ganz viel Mythen und aber auch Statistiken gibt, über die wir ein bisschen schwätzen können. Ich habe das Gefühl, dass ich Männer vielen wie vielleicht Leute, die nicht beschnitten sind. Also schon oft Gefühl, dass ich gerade mit Leuten, wo ich dann die erste Sex habe, dass die Sachen machen, wo sie denken, okay, da muss ich enorm gut auffühlen. Und wo ich da so, okay, da spiele ich am Anfang nicht immens viel. Ja, das was du gerade siehst, spricht mich auch und ich meine noch einfach, dass beschnittene und nicht beschnittene Penisse teilweise auch nicht funktionieren. Besonders wenn es um Masturbation geht mit einer Hand, wo ihn dann vielleicht bei einem unbeschnittenen Penis ging, für allem gucken, dass die Vierhaut drüber raufgeht. Und bei einem beschnittenen Penis, wo Mann oder gar kein Vierhaut da ist, ihn dann mit der Hand sich muss das machen, was die Vierhaut ging bei einem unbeschnittenen Penis machen. Das heißt, viel mehr
Fokus op d'Köpchen an op den ewischen Deel vum Penis setzen an dann noch gucken, war das du vom Rhythmus hier gut an, war das vom Druck hier gut, wie fest oder net fest sollch upacken an wéi eng Beweungen sinn du déi die sech am besten usperren an schmeint der sonner en Keier all Penis anecht. Dat Techt wie man menglech mittlerweile an alle Episoden an alle Rubrik soen kommuniceiert. Schwätzt man neen an froh dich, wat der andere Person gut deet, frot no, ob dat gut deet, ergibt net einfach davon aus, dat dat war da immer mehr bei allen Mensch selbisch gut ukrennt. Dat gilt sowieso bei für alle Mensch mit all Genitalkonfigurationen, die jetzt kann gehen. Schied net an der Sache ger und fühlen sich an der Sachen nicht un. Von allem, was ich noch gelesen habe, ist es wohl so, dass Deschel einfach dadurch, dass sie nicht mehr geschützt ist von einer Vierhaut oder nicht mehr ganz geschützt ist von einer Vierhaut, Männer sensibel ist, was Vierdeler kann haben, weil ihr vielleicht mehr lang kann oder mehr kontrollieren kann, wie ihr das könnt. Was verschiedene Leute eben als Vierdeel gesehen an anderen nicht unbedingt, als eben, dass die Männer sensibel ist, ob der Platz an dann also goufen ganz viel Umfroe gemäht Deelweis sind du aber just ganz wenig Leute gefrot gehen so der den nicht immens viel kann es in der Studie rauszählen also wann irgendwo just 100 Leute gefrot gesehen dann denken ich mal als Person die sich nicht gut mit Statistiken auskennt immer okay da sind da vielleicht bis wenig also das effektiv ganz schwierig zu verallgemeinern wat lo wirklich dann aus wann ihr bestehen hast und ob dat lo wirklich einen großen Einfluss ob zum Beispiel die Frohheit ob ihn mich frei könnt oder nicht also du hunlo eng Studie von 2007 gesehen dat het zwar so ist dass am Durchschnitt bisschen wie lang dauert bis eng Person bei Vaginalverkehr ejakuléiert dat den Unterschied aber nicht statistisch signifikant wäre. Genau die Studien, die ich mal geguckt habe, sollen auch alle gut, also die gut gemacht sind, dass zu sich keinen Unterschied von tun. Ich war doch sehen, dass das den Unterschied teilweise psychologisch ist oder dass so Aussagen auch mal können politisch motiviert sein. Bon, natürlich bei Leuten, die das aber wissen, im Alter merken, du wollen nicht dass wahrscheinlich auch ein bisschen so der Placebo-Effekt Mord spielt. Was ich auch spannend fand, ist, dass ich keine Studie von tun, über welchen Impact ein bestimmter Penis auf eine Partnerin oder einen Partner hat. Also ob den Sex oder all die anderen Spielereien vielleicht dadurch, dass der Penis beschnitten oder nicht beschnitten ist, besser oder man gut kennt sehen. Das kann ich mal aber auch effektiv schwierig feststellen, dass das einen großen Einfluss soll tun. Aber das vielleicht, du kannst in der vielleicht dabei Episode wo man über Penisunsicherheiten, du hast ja viel dann im Kreis gegangen, darüber geschwärzt und es scheint ein bisschen seine Obsession zu gehen an der schönen und dass wann Leute gefragt gehen, wer den Einfluss hat, dass sie echt gefragt gehen, ob Kreis den Einfluss hat, wie ob der Penis beschnitten ist oder nicht. Interessanterweise machen die Sache wahrscheinlich für die Mischleute nicht so viele Unterschiede und gehen ganz viele andere Sachen, die viel mehr große Unterschiede machen. Wie zum Beispiel auch, wie gut ihn sich ob die andere Person alle ist, aber wie gut ihn mit kommuniziert. Ich denke, das ist viel mehr wichtig, wie froh, ob Penisse beschnitten sind oder wie groß sie sind. Du findest den Appell, schwätzt man den. Du hast auch schon politische Motivationen angeschwärzt. Es geht immer Kritik darunter, dass Leute mit Penis in jungem Alter beschnitten gehen. Also mein Empfinden ist, dass das ein bisschen so ein Sommerlach-Thema ist, was all paar Jahre irgendwen abgreift und dann so die Frage gestellt wird, ob das dann okay wäre, für Kinder mit einem Penis zu beschneiden. Und mein Empfinden ist, dass das oft aus entweder Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus rauskommt, je nachdem, was der Person eben gerade mir nur leid mit, dass das ein bisschen daher könnt an die Froh von einer medizinischer Indikation ganz stark gar nicht gestaltet wird. Bei ganz jungen Kindern, die mit RD niedergehen, da stellt sich die Froh von medizinischer Indikation wahrscheinlich sowieso nicht.
Ja genau an wat vielleicht op dem politischen Niveau nach kennt interessant sinn ass dat et mittlerweile vun der World Health Organization Rekommandationune ginn fir an verschiedenen Deler vun der Welt, wo den HIV viel verbret ass Personen mat Penis beschneiden ze losse, weil dat einfach den Transmissionsrisiko an de Risiko vun enger HIV-Ustierchung nach enkeier kann aufdrecken. Also ich denke, dat bei kulturellen Beschneidungen d'Eltern dat mussssen desideieren, das natürlich immer schwierig, wann den irgendwie so die kann Entschädungsfreiheit iwwer ihre Körper irgendwie wäschläst. Das aber so, dat wann den all die Statistik guckt en ganz wenig Indikationen findet, wieso dat lo net sollt gemäht gehen, wobei ich persönlich mal denken, ob die vielleicht am allerbeste, wann den dat die Entscheidung gif losen, bis kann der selber kann desideieren. Mir einerseits gibt es dann halt auch immer medizinisch Gründe, wo kann nicht selber desideieren kann. Also von daher ist es manchmal eine schwierige Diskussion. Wenn dich gi frohen, den nicht beschnitten ist, soll ich mich beschneiden lassen? Was gibst du mir einfach? Das ist ein kompliziert froh. Ich meine, ich ging halt mal frohen. Für was stellst du da die froh? Aber was sind den Gründe dafür, du gehst, für ein bisschen zu verstehen, was die Person gerade beschäftigt und für was sie noch mit der Entscheidung am Gang ist zu kämpfen oder sich nicht sicher ist. Ich fand, das ist eine Entscheidung, die ihn selber treffen muss, auf jeden Fall mal am erwachsenen Alter. Also, nur allem, was ich so gelesen habe, was mir auch geschwärzt habe, gebe ich so, wenn ihn das machen will, weil ihn sich davon erhofft, dass Sexualleben besser geht, dann gebe ich echt davon aufroden, weil es erstens kann sein, dass die Sachen, die ihn sich erhofft, können so antreten. Und es auch kann sein, gibt immer an den Statistiken auch Leute, die so, sie hätten eine schlechte Qualität von ihrem Sexualleben da nur erlebt, und wie auch immer die Qualität dann definiert. Und nicht mal denken, wenn ihr Probleme mit seinem Sexualleben hat, mit dem Sex, den er hat, dann soll er echt, das haben wir schon gesagt, kommunizieren, andere Sachen ausprobieren mit dem jeweiligen Partner, Partnerin. Also wahrscheinlich am besten mit einem Doktor schwätzen und gucken, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, die ich kann als echt ausprobieren, wie eine Operation, die ja aber dann einen krassen Angriff ist. Und sonst gibt es auch Plätze, wo ich kann Hilfe finden an so Fällen. Ja, was vielleicht noch interessant zu sagen ist, es gibt einen Performance-Artist, den entschieden hat, während einer Performance, wo dann noch im Publikum war, sich selber mit einem Messer zu beschneiden und wir halt dann auf die Mauer zu passen, und das war dann sein Kunstwerk. Das ging ich aus einer medizinischen Sicht nicht rekommandieren. Also wenn ihn sich viel beschneiden lassen, ging ich auf alle Fälle rekommandieren, das sich mit einem Doktor aufzuklären und das dann auch mit einer Person zu machen, die das gelehrt hat, sie eventuell einer Person, die das medizinisch wissen hat, oder einer Person, die einer Religion ungeheuert dann aber auch dafür ausgebildet ist, für das auf eine traditionelle Art und Weise dann durchzuführen. Boah, ich sehe schon mal beruhigt, dass ich nicht zwei Stehen geholt habe, mehr. Das wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen. Wenn dir noch Feedback habt, dann könnt ihr uns die gerne per Mail oder über ein Social Media Kanal mitdelen. Bist du in der gewissen Situation, wenn der ein Penis hat, beschäftigt dich mit dem, ob er beschnitten ist oder nicht, erfredig delen Deler. Und wenn der Kind hat, dann erfredig andere Genitalien. Und bleibt natürlich hydriert, denkt daran, genug zu trinken. Aber wo wir beim Thema sind, haben wir noch eine Rubrik von Kelly, wo hat sich vorstellt, was dann eigentlich normal Genitalien sind. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Et ginn viel Unsicherheiten rund um Genitalien. Dafür des Rubrik, wo wir uns fragen, ist es normal, dass mein Intimorgane riechen? Ist es normal, wenn ich als Person mit Penis nicht so viel Sperma produziere? Und ist es normal, wenn ich als Person mit Vulva squirten?
Ist es normal, dass meine Genitalien riechen? Ja. Natürlich soll den sing Intimorgane waschen. Am besten mit wodlichem Wasser, beim Penis der Vulva an dem Anus. Seef brauchen hei kein. Für allem ist die Vagina do empfindlich, was der pH-Wert angeht. Wenn der mehr wollt gewur gehen, zu wen Intimorgane gut waschen kann, könnt ihr do mein How-To dazu lauschen. Aber auch wenn Genitalien proper gewaschen sind, haben sie zum Teil noch immer einen eigenen Geruch und Geschmack. Das ist normal. Was das beeinflusst, kann zum Beispiel sein, was wir essen, ob wir Alkohol getrunken oder wie ein Innerwasch wir unhun. Trotzdem soll den Flüssigkeiten, Geruch und Konsistenz von den eigenen Genitalien am Arbe halten, am Fall, wo sie sich stark verändern. Das kann auf körperliche Veränderungen oder Krankheiten hinweisen. Sich so Veränderungen inzwischen zu notieren, ist eine gute Idee. Bei der Vulva kann ich sagen, sie kann zyklusbedingt ernst riechen. Wenn ihn ein abholt, der das trackt, kann ihn dadurch androhen. Übrigens ist auch mehr weißelzischen, paschigen Ausfluss während der Zeit vom Eisprung normal. Was sonst der Geruch noch beeinflussen kann, ist Sex. Für allem, wenn die Vagina mit Kondome, Körperdelen oder Körperflüssigkeiten in Berührung kommt. Da kann sich der Geruch verändern, weil der pH-Wert von der Vagina kurz außer Balance gebracht wird. Etwas, was den Geruch bis mich stark beeinflusst und echt unangenehm ist, sind Pilzinfektionen oder Bakterialinfektionen. Eine Pilzinfektion riecht echt sächselzig und ist verbunden mit einem Kratzen und heinst du mit Peng beim Pissen. Hier gehen Cremen oder Kapseln aus der Optik. Eine Bakterialinfektion, auch noch Vaginos genannt, riecht echt ein bisschen fischig. Und auch hier ist Kratzen ein Nebeneffekt sowie ein dünnflüssigen, grobweißelzischen Ausfluss. Bei einer Vaginos helfen Milchsäurekapseln, die die Vagina dabei unterstützen, das Gleichgewicht vom pH-Wert herzustellen. Das Gleichgewicht kann wie gesagt gesteuert gehen, wenn ihr so etwas wie Seifen oder auch Deo verwendet, vor allem wenn die nicht der richtige pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 haben. Weder Pilz noch ein Bakterialvaginos sind besonders schlimm. Mit den richtigen Mitteln meistens relativ sehr fortzukriegen. Et muss in se süß richtig zuordnen und nicht verwirseln. Du weinst, guck drauf, ob es echter sächselzig oder echter fischig riecht. Wenn erst der Geruch als Indikator nicht durchgeht und der Welt ganz sicher sind, geht es an der Optik auch noch so Stäbischer zu kaufen, die den pH-Wert müssen. Wenn der pH-Wert nicht am guten Bereich ist, also dein Vaginos, aber wenn der pH-Wert am passenden Bereich ist, also ziemlich sicher ein Pilz oder auch vaginal Droschenheit. Kommen wir zum Penis. Bei unbeschnittenen Penissen ist es immer wichtig, die 4 Haut zurückzuziehen und auch da drinnen zu waschen, weil da können sich Bakterien ansammeln und da riecht es ein bisschen fischig. Wenn ihr Sport gemäht wird, kann es sein, dass Tode geschweißt haben. Das ist ein anderer Faktor für einen nicht so guten Geruch, dafür am besten um Sport duschen. Allgemein kann ihr bei Genitalien sagen, wenn Gerüche echt unüblich sind, aber begleitet von einem unüblichen Ausfluss oder Peng, soll den auf jeden Fall einkehr bei den Doktor aufchecken gehen lassen, ob STIs, also sexuell übertragbare Infektionen. Aufgesehen davon, dass es sowieso immer gut ist, sich einkehr am Jahr ob STIs testen zu lassen, weil viele Infektionen können auch kein oder süß ganz kurz Symptome auslesen. Ist es normal, dass ich nicht so viel Sperma produziere? Ja. Am Porno wird immer immens viel Sperma gewiesen. Aber das ist dann oft so zusammengeschnitten, dass am Anfang zwischen Ejakulationen mehr Zeit vergangen ist, beziehungsweise es gibt extra Sperma dafür künstlich hergestellt. Das heißt, das, was du als Sperma gesagt, ist nicht von der Performerin selber. Da so große Mengen an Sperma gewiesen gehen, leidet natürlich daran, dass in unserer Gesellschaft leider noch immer Männlichkeit mit Penis und mit sogenannter Potenz verbunden wird. Das heißt, je mehr Sperma, wird mehr potent, wird mehr männlich. Das stimmt natürlich nicht. Aber so geschlechterbile Stereotypen sind trotzdem schädlich, weil dadurch Personen mit Penis unrealistische Vorstellungen über ihre Intimorgane vermittelt wird. Diese können unter Druck setzen. Aber was ist dann lo eine normale Quantität Sperma? Ungefähr ein Esslöffel. Das hängt aber auch ein bisschen von der Ejakulationsfrequenz ab.
Wann die dritte Keier an engem Dach ejakuléiert, ass natilech Manner Flüssigkeit do, wéi wann feiertich net ejakuléiert huet. Et kann iwregens och en dreschenen Orgasmus hunn, also ohne Ejakulation. An et gëtt och d'Ejakulation retrograd, also no bannen, an bloß dat gëtt dann no beim Pissen evakuiert. Dat kann zum Beispiel sinn no enger OP und der Prostat. Wann der méiwel zu der Prostat bei Mënsche mat Penis gewur gin, da lauscht dat hei gern dem Elising-Rubrik doriwer. Apropos Prostat. Déi geht et Loch an der nächster Erlächter froh. Ass et normal ze squirten. Squirten nann den d'Ejakulatioun bei Persöne mat Vulva. Da sehen Squirt ass normal, min net all Persoun squirt oder squirt selwicht. Kommen wir zu de Basics. Wat fir eng Flüssigkeit ass dat a wo kënze. Dat d'Vagina an Vulva fiich ginn bei Erregung ass meeschten so. Da das ein Chlor Flüssigkeit, a wéi viel das hängt auch immer vu Person zu Person auf. Beim Squirten könnt Flüssigkeit aus der Parautreala oder auch nach das Gendrüs. Heinst du gëtt die auch nach weiblich Prostat oder Prostat bei Personen mat Vulva genannt. Déi Drüs huet net all Person. Flüssigkeit, die von der Drüs produziert gëtt, ass meeschtens net soviel an bësse weißelt sich a geruchsneutral. Et kann auch sinn, dat Leiit squirten an et dann net no bause geht, mir du bannen Remeranz regan bloß, wo sich dat da sammelt. Dofir huet den och dann oft um Sexbedürfnis pissen zu goen. Wéiviel Flüssigkeit ass dat dann lo? Dat kann vun ganz wenig bis pur 100 Milliliter sinn. Me das net so wie am Porno, dass ganz viel Flüssigkeit aus der Vagina rausspritzt. Bei verschiedene Leid ass et so wenig Flüssigkeit, dass se net gunnet merkt, aber bei anderen so viel, dass du nur Bettdecke nasas. Dat kann auch von Keier zu Keier unterschiedlich sein. Heinz de Mei, Heinz de Manner. Et hängt von der Erregung auf von der Daresverfassung auf, mir auch von der Technik von der anderen Person, die ihn zum Squirten bringt. Auf alle Fall als Squirten oder Ejakulation bei Personen mit Vulva ein normales Phänomen. Falls da nach mehr darüber gewürfelt gehen, da könnt ihr die Rubrik How to Squirting lauschen. Geht dafür auf sexpodcast.lu und klickt auf Rubriken. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sex@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mal annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und sexpodcast.lu oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.